Hallo und guten Abend, diesmal auch wieder aus der Oma- und Opa-Ecke. Ich habe schon ein Licht angezündet für all die Menschen, die durch Kriege ums Leben gekommen sind und die auch immer noch ums Leben kommen. Und ich möchte heute noch das Thema 8. Mai 1945, Tag der Befreiung, aufgreifen. Und dazu habe ich etwas von Tucholsky mitgebracht und von Friedrich Schnorr und noch zwei Originaldokumente. Ja, es ist ein schwieriges Thema. Es berührt mich sehr, das habe ich aber auch schon mehrmals gesagt, und ich freue mich, dass mir doch einige Leute zugesehen, zugehört haben und mit mir gleicher Meinung sind. Der Graben. Mutter, wozu hast du deinen aufgezogen? Hast dich 20 Jahre mit ihm gequält? Wozu ist er dir in deinen Armen geflogen? Und du hast ihm leise was erzählt, bis sie ihn dir weggenommen haben. Für den Graben, Mutter, für den Graben. Junge, kannst du noch an Vater denken? Vater nahm dich oft auf seinen Arm und er wollte dir einen Groschen schenken und er spielte mit dir Räuber und Gendarm, bis sie ihn dir weggenommen haben. Für den Graben, Junge, für den Graben. Drüben, die französischen Genossen, lagen dicht bei Englands Arbeitsmann. Alle haben sie ihr Blut vergossen und zerschossen, ruht heut Mann bei Mann. Alte Leute, Männer, mancher Knabe, in dem einen großen Massengrabe. Seid nicht stolz auf Orden und Geklunker, seid nicht stolz auf Narben und die Zeit. In die Gräben schickten euch die Junker, Staatswahn und der Fabrikanten Neid. Ihr wart gut genug zum Fraß für Raben, für das Grab, Kameraden, für den Graben. Werft die Fahnen fort, die Militärkapellen spielen auf zu eurem Todestanz. Seht ihr hin, ein Grab von Immortellen. Das ist der Dank des Vaterlands. Denkt an Todesröcheln und Gestöhne. Drüben stehen Väter, Mütter, Söhne, schuften schwer wie ihr ums bisschen Leben. Wollt ihr denen nicht die Hände geben? Reicht die Bruderhand als schönste aller Gaben. Übern Graben, Leute, übern Graben. Dankeschön. Ich hatte ja in den letzten Lesungen über Paul Heinze berichtet und aus seinen Tagebüchern und aus seinen Briefen gelesen, und ich hatte ja auch erwähnt, dass der überwiegende Teil seiner Familie ums Leben gekommen sind. Ich habe noch seinen Vater später kennengelernt und auch seine Schwester Marie. Und es gab wohl noch einen Sohn, der auch überlebt hat, aber mehrere andere sind ums Leben gekommen. Und Mutter und der jüngste Bruder liegen auch hier in Harburg auf dem Soldatenfriedhof oder auf dem Friedhof für Bombenopfer. Möchte ich jetzt die Anzeige vorlesen, die damals geschrieben wurde. Noch trauernd um unseren lieben Sohn und Bruder Anton,
traf uns abermals ein harter Schlag. Ein unerbittliches Schicksal nahm uns beim Terrorangriff am 6. August 1944 meine herzensgute Frau, unsere liebe Mutter, Schwiegermutter, Oma, Schwester und Tante, Marie Heinze, geborene Kansi, im blühenden Alter von 54 Jahren und meinen lieben Sohn, unseren jüngsten Bruder Alfred, im Alter von 15,5 Jahren. In tiefer Trauer Anton Heinze, August Heinze und Frau Emmy, geborene Scharnberg, Offizier Paul Heinze und Frau Elisabeth, geborene Haarmeister, Werner Timm und Frau Marie, geborene Heinze, Wilhelm Semper und Frau Hedwig, geborene Pilot, Franz Heinze, zurzeit vermisst, Enkelkinder und alle, die sie lieb hatten. Schaffen und Streben war dein ganzes Leben, wer euch gekannt, weiß, was wir verloren. Ja. Hier habe ich noch einmal ein Bild von Marinesoldaten, die einen Kameraden beerdigen. Von solchen Dingen oder von so einer Beerdigung hat mir auch mein Vater erzählt, als er in Norwegen war, musste er für einen Kameraden einen Sarg bauen. Mein Vater war Schiffszimmermann und hat dann auch diesen Kameraden eingesargt, so wie er mir damals erzählte, und auf einer Insel begraben. Leider habe ich es nicht geschafft, mit ihm zu Lebzeiten noch einmal dorthin zu fahren. Und hier ist noch einmal ein Foto, ein besseres Foto von dem Grabstein von Pauli Heinze. Und man sieht im Hintergrund auch die vielen anderen Steingrabmale, die auf dem Soldatenfriedhof in Saldo stehen. Und um jeden Stein herum sind die Überreste von 4 ums Leben gekommene, ich weiß immer nicht, wie ich es ausdrücken soll, ermordet, ums Leben gekommen. Gefallen finde ich auch nicht schön. Ja, ist schwierig. Soldaten, die, ja, das hatte ich auch schon gesagt, die Beine, sie sind ja alle umgebettet worden, kommen in so kleine schwarze Holzsärge und damit werden sie dann beigesetzt. Es berührt mich heute noch sehr, wenn ich mir das in Erinnerung rufe, wie wir damals auf den Soldatenfriedhof nach Saldus kamen. Hier habe ich noch einen Tagebuchausschnitt von einem anderen Soldaten. Mittwoch, 21. Januar 1942. Heute wird bekannt, dass das Dorf Bortschewoje morgen früh geräumt wird. 12 bis 15 Uhr Stellungsbau in der HKL, Hauptkampflinie. Das Dorf soll, bevor die neuen Stellungen bezogen werden, abgebrannt werden. Vorbereitungen zum Abbrennen werden getroffen. Donnerstag, 22. Januar 1942. Um 3 Uhr wecken, von 3 bis 4 wird alles an und in den Häusern zerstört, damit die Bolschewiken nichts Brauchbares mehr finden. Punkt 4 werden alle Häuser angesteckt. Nun prägen sich uns Bilder ein, die wir zeitlebens nicht vergessen können. Das Schreien der Kinder, Weinen der Frauen und Mütter, die die letzte Habe noch zu retten versuchen, das Brüllen des Viehs, welches teils angesenkt herumläuft, teils in den Stellungen verbrennt, vereinen sich zu einem grauenvollen Bild. Der Himmel färbt sich vom Flammenmeer hellrot. Ein Inferno. Das große Dorf Bortschewoje geht in Flammen auf. Wir verlassen das Dorf und beziehen neue Stellungen. Von der Höhe werfen wir noch einen letzten Blick auf das brennende Dorf. In der ungewöhnlich kalten Nacht haben sich viele das Gesicht, Hände und Füße angefroren.
43 Grad Kälte. Das neue Quartiersdorf Jakowenkowa erreichen wir um 8 Uhr, 8:30 Uhr schon Alarm, nichts Besonderes. Russische Flieger greifen an. Ein Toter bei 21 cm Batterie. Ab 12 Uhr richten wir unsere neuen Quartiere ein. Ja, wenn man das liest und was man gehört hat, wie schrecklich hier mit russischen Kriegsgefangenen und Zwangsarbeitern umgegangen worden ist, dann fragt man sich wirklich, warum die deutsche Bundesregierung immer noch nicht bereit ist, auch in diesem Fall an Feierlichkeiten in Moskau teilzunehmen. Ich denke, die politische Situation heute in Russland und auch die Teilnahme von Russen in Syrien und anderswo muss man einfach trennen. Wir haben diesem Volk so viel Leid zugefügt, dass wir das Leid mit ihnen teilen müssen. Das vergangene Leid. Das kann man nicht auslöschen. Und nur noch ein Gedicht von Friedrich Schnorr, welches er 1947 in Lauenburg geschrieben hat. Auch hier klingt ein kleines bisschen so die Furcht vor den Russen an, die ja hier in Deutschland, weil man vielleicht wusste, was man diesem Volk angetan hat, doch vorhanden war. Ansonsten denke ich aber, entspricht es dem, was gut ist. Dank dir, lev Gott, nu sind wir unsern Atje los. Wat mogt nu unser Deutschland bloß? Der Fiende stot nu in uns Land, wat grot noch wär, is jo bekannt. Nun sind wir keine Dütschen mehr, danns nur de Piep von andern her. Grot as de Gös, wie könnt nicht mehr. Der Herrgott hätt sich abwendt wohl, son Dütschland wär em doch zu dull. Wir hebt viel Dod und Unrecht bröcht, die ganze Welt durchfient und smokt. Nu is vorbei de gräsig Tiet, uns hätte Herr der Thomas schickt. De Russen, de kickt übern Knick und lurte ob den Augenblick, wo Tommy, Ami und Franzos de Nies het voll und jem dat let, denn geit dat los. Et is bekannt, der trifft dat dull, lev Gott, gib uns ne Chance noch mol. Wir sind jo dankbar, dat wir lebt. Dat unsere Kinder du hast bewacht und dat se kräkel und gesund und wie in Lauenburg innerkommen. Drum lot uns all zusammen nu beten. Lev Gott, schenk uns doch endlich Frieden. Ja, ich hoffe, dass es ja irgendwann mal passieren wird, dass wir Menschen und die Politiker vernünftig sind oder so wie es in dem Gedicht von Tucholsky hieß, dass ja der Kapitalistenneid, nenne ich das jetzt mal, aufhört. Ich wünsche Ihnen Gesundheit, Frieden und einen schönen Abend. Danke, tschüss.